Das erste Lied, das wir gesungen haben, heisst «Wir sind eins». Und das ist eigentlich der grosse Wunsch von Jesus, den er in seinem letzten Gebet, bevor er das Leiden ist, gebetet hat, mehrmals, dass wir eins sind. Und die Einheit in der Kirche, unter den Gläubigen, ist nicht gratis, sondern es hat mit Demut zu tun. Und es ist Bemühung und Demut von jedem Einzelnen. Wir sind im letzten Teil, wie wir schon gehört haben, bei der Begrüßung vom Serie Daniel, den Glauben leben in Zeiten wie diesen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht zum Anfang und ich bitte euch, die ganz ehrlich und ganz schnell und spontan für euch zu beantworten, weil spontan kommt immer die Wahrheit raus. Wie reagierst du bei folgenden Entwicklungen oder Situationen? Die ethischen Werte in unserem oder deinem Land, wir haben auch Menschen aus anderen Ländern, lösen sich auf. Wenn du das siehst und das miterlebst und das liest, wie reagierst du in dieser Entwicklung hinein? Die Regierung von unserem, von deinem Land macht gröbste Fehler. Wie reagierst du? Was redest du? Was sagst du? Was denkst du? Ein höherer Politiker, gar nicht von dieser Partei, die du magst, kommt zu Fall, weil er grobe Fehler macht. Was denkst du? Was machst du? Was sagst du? Du liest und hörst von Fehltritt von einem bis anhin erfolgreichen Pastor. Was machst du? Was denkst du? Was unternimmst? Deine schwierige Vorgesetzte oder Vorgesetzte wird wegen Fehlverhalten fristlos entlassen. Hast ihn nicht mögen, was denkst, was redest, was machst. Und noch zum Schluss, ganz nah, deine Kinder oder Enkelkind fällen falsche Entscheidungen, driftet ab, enormste Folgen. Was denkst, was machst, was unternimmst. Willkommen in dem letzten Teil von Daniel 4, wo heißt «Im Riss stehen». Ausgangslage für alle, die erst jetzt einsteigen ins Buch Daniel. Trotz stärksten Warnungen von Gott durch Propheten haben sich die Könige von Juda und die religiöse Elite von Juda vom lebendigen Gott abgewandt und haben angefangen, Götzen zu verehren. Parallel zum Götzenverehrung haben sie auch die guten Gebote von Gott auf die Seite geschoben. Korruption, Unterdrückung der Minderheiten, der Armen und alles, was dabei war. Immer wieder hat Gott gewarnt, aber sie haben nicht gehört. Und darum hat Gott zugelassen, dass sie überfallen worden sind vom König von Babylon und deportiert auf Babylon, die allermeisten, und die Stadt Jerusalem, den Tempel, zerstört. Unter denen, die entführt worden sind, sind 4 gottesfürchtige Better gewesen. Männer, die beten konnten. Der Daniel und seine 3 Freunde. Was ist jetzt im Daniel seine Reaktion auf das Unrecht von seinem Volk war? Hat er gesagt, ich habe schon immer gesagt, ich habe immer gewarnt, das hat so kommen müssen, typisch. Hätten sie doch auf Propheten gehört, wäre es nicht so gekommen. Oder hätten sie mich, den Daniel, gefragt, bist du schliesslich am Hof aufgewachsen, dann wäre es ganz anders rausgekommen. Dann, ja wenn und dann. Wir machen ein paar Schritte, wie der Daniel umgegangen ist, mit dem tiefen Fall von seinem Volk. Wenn wir ja schauen, wie wir uns in dieser heutigen Zeit, wo es auch viel Nöte und Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten gibt und Sachen, die wir anders machen würden und überhaupt nicht verstehen, wie wir reagieren könnten in dieser Zeit. Der erste Titel heisst, Daniel
hat aufs Wort von Gott geachtet. Ich lese Daniel 9, 1-2. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Königreich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Büchern, das sind der Pentateuch, die 5 Bücher Mose und Propheten, achtete ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, wovon der Herr zum Propheten Jeremia geredet hatte, dass Jerusalem 70 Jahre lang wüst liegen sollte. Der Daniel war etwa 80 da, hat ein paar Könige überlebt. Oder die Regierenden kommen und gehen und der Daniel ist geblieben. Aber noch immer mit 80 hat er offenbar das Wort von Gott studiert. Es war ein bisschen dünner als heute. Es hat noch kein Neues Testament gegeben und einiges im Alten Testament auch nicht. Das heisst aber, beim Lesen, auch mit 80 hat er noch darauf geachtet, was er gelesen hat. Er hat darauf geachtet, dass der Prophet Jeremia vorausgesagt hat, dass das deportierte Volk eines Tages wieder zurückkehren wird und auch wie viele Jahre dass die Deportation wird dauern. Was hat der Daniel gemacht, als er das gelesen hat? Hat er sich zurückgelehnt und gesagt, ja, Gott hat ja gesagt, es kommt gut, in dem Moment geht mich das nicht an? Oder hat er gedacht, mit 80, ja jetzt aber, habe genug gebetet, das reicht, geht mir nicht mehr und ich bin ja, habe es gut in Babylon, oder? Ich bin im Königshof, ich bin ein gemachter Mann, also das geht mich eigentlich gar nicht an. Wie hat er reagiert? Was für Steps sehen wir? Der erste Step lesen wir in Daniel 9,3. Der Daniel betet. Und ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen mit Fasten in Sack und Asche. Der Daniel war tief betroffen von der Not von seinem Volk, von dieser Deportation. Und er hat nicht einfach schnell 3 Minuten, lieber Gott, hilf doch, dass alles gut wird, sondern er hat tief betroffen. Mit Flehen, bitte, 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 bitte unbedingt. Mit Flehen, mit Fasten, in Sack und Asche. Sack und Asche haben sie immer gehabt, ist ein Bild im Alten Testament für ganz grosse Trauer, für ganz grosse Betroffenheit, nicht ein bisschen. Der Daniel war total betroffen. Und er hat gefleht zu Gott. Ich weiss nicht wie lange, aber nicht nur einen Abend. Lange Zeit. Er hat gefleht in Sack und Asche, dass sich die Situation verändern kann. Bewegt dich das, was im Moment falsch läuft? Was ist deine Reaktion? Wie lautet deine Gebet? Mich bewegt das Handeln von Daniel und ich bin froh, dass ich das vorbereiten die Predigt, wie sie mich eigentlich beschämt. Das Handeln und die Wortlaut vom Gebet von dem Daniel. Was hat der Daniel gesagt in dem Gebet? In dem Flehen, in dem Ringen mit Gott, in dem Reden mit Gott, in dem Ausharren mit Gott, in dem Aushalten von dieser Betroffenheit. Daniel nennt den Gleisigen von seinem Volk beim Namen 9,5. Er sagt, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Entschuldigung, aber er ist ganz ehrlich. Er beschönigt nichts. Er sagt, es ist viel Fehler passiert. Es ist ganz Schlimmes, ganz Tragisches. Ich kann nicht alle Vers lesen, die ihnen passiert. Er hat nicht entschuldigt. Es geht nicht darum, dass wir Missstände, falsche Wege schönreden. Wir können sie unseren Gebet und sollen sie beim Namen nennen. Unsere Enttäuschung und was passiert ist und was gerade abgeht.
Aber dann haben wir schon den Vers gelesen, wo wir nochmal miteinander anschauen, sehen wir, dass Daniel sich unter die Schuld von seinem Volk demütigt hat. Der Daniel hat sich nicht erhoben, sondern hat sich unter die Schuld von seinem Volk demütigt. Nochmal Vers 5. Wir haben gesündigt, wir, Unrecht getan, sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Vers 9. Dein aber Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, dass wir nach seinem Gesetz gelebt hätten, dass er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorlegte. Wie ist jetzt das? Der Daniel war doch ein frommer Mann. Hätte er nicht anders beten können und sagen, die Double und noch ein paar andere Wörter. Keine Ahnung haben sie gehabt. Selber schuld. Ist ja logisch. Hat so weit müssen kommen, Gott. Da sind wir Schweizer, gell? Er hat sich demütigt. Er hat sich in Riss eingestellt. Er ist einer vom Volk geworden. Wer hat denn zum Volk gehört? Er war einer aus ihrer Mitte. Er hat sich nicht erhoben. Er war nicht besser als die anderen. Selbst er, der ein frommer Mann war und der Sünde widerstanden ist. Das grosses Geheimnis, wie er sich da mitten drin gestellt hat, in der Risse zwischen Gott und dem Volk. Er sieht sich als ein Teil vom Volk und nicht abgehoben in anderen Sphären. Nicht hochmütig, sondern er demütigt sich darunter. Und wir würden noch mehr das in den nächsten Vers sehen, wenn wir noch mehr Zeit haben, dürfen wir ruhig die Hause oder in Small Groups lesen. Er demütigt sich unter die Schuld von seinem Volk. Das Nächste. Der Daniel macht Fürbitte für sein Volk. Vers 18 und 19. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und siehe unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit. Daniel könnte sagen, ich bin so gerecht und jetzt liege ich vor dir und wegen meiner Gerechtigkeit musst du hören. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, nicht meiner, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Ach Herr, höre. Ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merke auf uns und tu es. Und verzieh nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Der Daniel bittet Gott um Barmherzigkeit. Der Daniel nimmt Gott bis im Wort. Der Daniel nimmt Gott bis in der Gerechtigkeit. Der Daniel nimmt Gott bis im Erbarmen. Der Daniel nimmt Gott bis im Wort. Der Daniel ist eine Person, wo Gott danach Ausschau haltet. Seit langer Zeit bis zum heutigen Tag und darüber hinweg. Wir lesen das in Ezekiel 22,30. Gott sucht nämlich Menschen, die in Riss treten, wie der Daniel. Es heisst dort, ich suchte unter ihnen, unter dem Volk, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Ezekiel musste im Auftrag von Gott sagen, Gott hat Ausschau gehalten nach Menschen, die in die Bresche einstehen. Oder wie wir es heute Morgen nennen, in Risse stehen.
damit das Volk nicht verderben muss, damit es nicht zu dieser Deportation kommt. Gott hat Ausschau gehalten nach Frauen, nach Männern, die einen Riss treten, aber er hat niemanden gefunden. Es hat niemand Zeit gehabt. Hat es niemand für nötig gehalten. Es hat sich niemand demütigt. Gott sucht Menschen, die einen Riss treten, so wie der Daniel. Jetzt müssen wir einen kleinen Stopp machen. Ein Einschub kommt. Und wir gehen ins 10. Kapitel. Wir kommen dann schon wieder zurück. Wir sehen den Kampf in der unsichtbaren Welt. Dass der Daniel in Riss getreten ist, wird von Gott gehört und mit Verzögerung erhört. Aber es kommt eben zu einer Verzögerung für etwa 2 Jahre. Wo der Daniel nach 2 Jahren erneut 3 Wochen lang gefastet und gebetet hat, lesen wir im 10. Kapitel, dass sich etwas bewegt. Jetzt wird es spannend, geheimnisvoll, ein bisschen spooky. In dem 10. Kapitel wird beschrieben eine mächtige Begegnung mit dem Mann, den Daniel hatte. Ist es der Engel Gabriel gewesen? Oder ist es gar Jesus gewesen, wie er beschrieben wird? Der Mann hat keinen Namen. Aber der Mann hat ihm etwas erklärt. Der Mann hat ein Fenster aufgetan. Ein kleines Fenster in die unsichtbare Welt. Wir schauen miteinander das Fenster an. Kapitel 10, Vers 12 bis 13. Und er sagte zu mir, der Gabriel oder gar der Jesus, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen Verständnis suchtest und dich vor deinem Gott demütigtest, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin wegen deiner Worte gekommen, sagt der Engel. Aber der Engelsfürst des Königreichs in Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und sie, Michael, einer der höchsten Engelsfürsten, kam zu mir um Hilfe. Da blieb ich dort bei den Königen in Persien. Der Engel oder der Jesus, der Präexistenz Jesus, redet von einer unsichtbaren Kampf. Und er allein hat müssen führen, der Engel. Der Michael, ein anderer Erzengel, ist ihm zu Hilfe gekommen. Der Kampf ist gegangen gegen finstere Engelsfürsten. Vom Land von Persien ist in der heutigen Zeit eigentlich noch symptomatisch für Persien, Iran. Und jetzt lesen wir noch Vers 20. Und er sagte, weißt du auch, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt will ich wieder hin und mit den Engelfürsten über Persien kämpfen. Aber wenn ich wegziehe, so wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Oh. Ganz viel Material für Spekulationen an Diskretion. Spekulation an Diskretion. Vielleicht gehörst du zu den Neugierigen, wie ich auch. Und vielleicht möchtest du mehr wissen, ich auch. Aber der Spalt ist nicht mehr offen. Du kannst die Bibel auch durchschauen, wie du willst. Der Spalt wird nicht grösser. Offenbar muss es genügen. Ein kleiner Spalt. Ein kleiner Einblick in das, dass es noch eine andere Welt gibt. Noch eine unsichtbare Welt, dass da gekämpft wird. Dass es nicht einfach locker vom Hocker ist. Dass es so Engelsfürsten gibt von verschiedenen Mächten. Wie viel haben sich schon Köpfe zerbrochen über die Stelle? Wie viel ist interpretiert worden? Es tut mir leid, dass ich in diesen Interpretationen nicht mitmachen kann. Ich komme zu wenig daraus. Ich kann nur das lesen, was steht. Ich bin lang unterwegs mit Gott, lang Pastor. Ich habe viele Spekulationen gehört, ich könnte davon erzählen. Viele theologische Gebäude, die aufgebaut worden sind. Wo man angefangen hat, gegen Territorialmacht in der Finsternismacht zu beten.
geistliche Kampfführung. Ich war dabei. Ich weiss noch wo, noch in welchem Saal. Wo wir geschrauen haben, die Türen sind offen, die Fenster offen und die Leute auf der Gasse raus, mitten in der Stadt, haben sich angeschaut, was echt da los ist. Und wir haben mit unserem Machen und Toben und Befehlen und das Gefühl gehabt, wir sind die Allergrößten. Man fühlt sich dann gut, oder? Fühlt sich dann so als einer oder eine, der da etwas bewegen kann, in der unsichtbaren Welt. Ist der Daniel aufgefordert worden dazu, in der unsichtbaren Welt zu kämpfen? Ich sehe es nie nicht. Wenn er nicht aufgefordert wird, trotz der Erscheinung, wie sollen wir denn das machen? Und wie viel mehr im Neuen Testament, wo es heisst, dass Christus Jesus die finstere Macht besiegt hat. Die grosse Gefahr ist, wenn wir unsere Sendungssachen eingehen und da spekulieren wollen, dass wir das Wesentliche übersehen. Und das Wesentliche ist, das in Riss treten. Nicht für das, was im Unsichtbaren abgeht, sondern das, was im Unsichtbaren abgegangen ist. Wir sehen die Art von geistlicher Kampfführung, von dem, wie ich es jetzt erzählt habe, sehen wir nicht in der Schrift, im Kontext, im Zusammenhang. Freunde, lesen die Bibel auch, was sagt sie im Zusammenhang? Und nehmt nicht einfach einen Vers raus und hängen den auf und an dem machen wir eine ganze Theologie. Aber wir sehen etwas anderes im Kontext. Wir sehen im Zeugnis von der Heiligen Schrift ganz etwas anderes. Wir sehen nämlich, dass in Riss treten für andere Menschen, für Völker, für Regierungen, für Chefs und Chefinnen, für Söhne und Enkel. Nehemia. Der Nehemia hat das genau gleich gemacht wie der Daniel. Als er gehört hat, was alles los ist in Jerusalem, ist er tief betroffen gewesen, so wie der Daniel. Und er hat genau das Gleiche, also nicht genau die gleichen Worte, aber die gleiche Art gebetet. Wir haben gesündigt. Wir haben die Schuld auf uns geladen. Wir sind daneben gewesen. Herr, erbarm dich über das Volk, über mein Volk. Er war Mundschenk in Babylon, einen super Job gehabt. Nichts hätte sich müssen kümmern darum. Er hat Bedienstete gehabt, Diskretion. Aber er hat sich darunter gestellt in einer Demut und hat gefleht und bittet. Ich denke, an Jeremia, Kapitel 14, 7, genau gleich. Er tritt ein für sein Volk, als einer, der in Riss tritt für sein Volk, zu Gott. Oder der Mose, versteht ihr, der Mose? Da sagt doch Gott zu Mose, Mose, weißt du was? Ich habe das Volk satt. Ich mache aus dir ein neues Volk. Halleluja, Gott. Endlich siehst du es. Ich habe es schon lange satt. Wenn das Volk führen, ist im Fall nicht les. Endlich checkst du es. Was sagt er? Mehrmals tritt der Mose in Riss und bittet um Vergebung. Hey, jetzt wäre seine Zeit gekommen. Von ihm wären dann die richtigen Menschen abgestanden. Und das Allergrößte kommt im Neuen Testament, im Kontext der Schrift. Jesus tritt für dich und für mich in Riss. Hebräer 9,24. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen. Kompliziert. Das heißt, Jesus ist nicht in die Stiftshütte gegangen, um uns mit Gott zu versöhnen. Jesus ist nicht in den Tempel gegangen, nie nicht, wo von Menschen gemacht ist, sondern in den Himmel selbst, wo er sich unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Christus Jesus ist dein und mein Fürsprecher. Jesus sagt nicht, selber schuld. Es steht ja, hättest du es lesen können. Wieso hast du den Scheiß gemacht?
Es gibt aber einen Unterschied zwischen allen anderen und Riss treten. Dass er nicht muss sagen, wir haben gesündigt, weil er ohne Sünde war. Und wir alle anderen sind ohne Sünde. Und wir haben den Christus, wir haben den Jesus, der für uns in den Riss tritt. Verstehst du? Uns nicht fallen lässt wie einen heissen Herdöpfel. Gewaltig, gewaltig, gewaltig. Lasst uns Menschen sein. Freunde, Brüder und Schwestern, die für andere in den Riss treten. Nochmal, ich bin von dem Text, von dieser Predigtvorbereitung beschämt worden. Wie reagierst du? Was unternimmst du, wenn Fehlverhalten, Abstürze, du Elend siehst? Ich weiss, ich kenne Eltern, die hier drinnen sitzen, die schon ganz intensiv in Riss treten sind für ihre Kinder und Enkel. Sollen uns ein Vorbild sein. Verstehst du? Achte auf das Wort Gottes wie der Daniel. Fang aus dem Wort Gottes raus, beten, wenn dir Situationen gezeigt werden. Wend dich in ernsthaftem Gebet an Gott. Steht mit Flehen, Fasten. Nennt den Entgleisungen von Nationen, von unserem Land, von Politikern, von schwindenden Werten im Namen. Aber tu dich demütigen und mach Fürbitte. Der Hochmütige widersteht Gott. Der Engel, der Fürst, der gekommen ist zu Daniel im Kapitel 10, er hat gesagt, Daniel, weil du dich demütigst hast, ist dein Gebet erhört worden. Weil du dich demütigt hast, ist dein Gebet erhört worden. Ich möchte dich zum Schluss noch eine Frage stellen. Auf welche Person und welche Situation hat dich der Heilige Geist in dieser Predigt vielleicht hingewiesen? Wo sagst du, da will ich in den Riss treten? Da will ich zwischen Gott und dem Fehlverhalten einstehen. Mitten im Riss hinein. Nicht von oben herab. Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Jesus, ich bin tief berührt, dass du für uns einstehst vor dem Vater. Du sagst, schau Vater, in meine Wunden habe ich die Schuld getragen. Vergib ihm, denn er weiss nicht, was er tut. Vergib ihr, denn sie weiß nicht, was sie tut. Du bist der richtige Hohepriester. Du bist zu uns herabgekommen, mitten in Rissi. Danke dir, Jesus. Und ja, ich will dir sagen, es hat mich beschämt. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du während dem nächsten Instrumental uns zeigst, wo wir, Einzelne von uns, gerufen sind, unsere Haltung zu überprüfen, in der Zeit, in der wir stehen und in Riss treten. Unsere Kinder und Enkel, unsere Gottemädchen und Gottebuben. Für unsere Politiker, für unsere Chefs, für all das, was wir finden, ist daneben. Lehre uns, Heiliger Geist, was es heisst. Amen.